Von der haben wir einen Sindach zu Sie gesagt, wo ich will reden von unserer Vision. Das ist eine Vision Sindach. Und so wenn ihr hier ja sind, das ist ein ganzen Gottesdienst, was ein bisschen anders läuft, ist vielleicht im Evangelien, weil ein bisschen zurückkicken von was Gott getan hat in 2024 und auch ein bisschen vorabkicken, some Dinge, was im Kommen sind. Und so ich nenne das eine Vision Sindach. Ich will anfangen mit Sindach Samarias. Sindach Samarias ist ein großer Port, was wir tun als Kirche. Wo wir taub kommen und wo wir praktische Botschaften hören und wo wir abgebüht worden. Das ist ein großer Part von unseren Sindach Samarias. In 2024 haben wir gute Attendance gehabt, wo Menschen sind zurückgekommen Sindach Samarias. Wir haben auch manchmal so, dass in der Sommer ein bisschen leer wird, dass nicht ganz so viele Menschen kommen. Und aber dieses Jahr haben wir bis eine sehr gut gesehen, dass Menschen zurückkommen Sindach Samarias. Wir haben dieses Jahr 30 Menschen getauft hier. Und wir sind sehr dankbar für die Menschen, die entschieden, Jesus nur zu folgen. Und haben dort bewiesen mit der Taufe, dass sie bis den nächsten Stopp nehmen und waschen und wiederkommen. Und so, das ist ein sehr gutes Ding. Ein anderes Ding, was wir tun Sindach Samarias, wir haben eine Vision-Klasse. Diese Vision-Klasse ist für Menschen, die wollen anfangen zu dienen in der Kirche. Und wir freuen, dass sie die Klasse durchgehen. Oder wenn sie wollen, bis diese Kirche besser kennenlernen, wo dreht diese Kirche, wo haben wir dort, was ist unser Glauben, wo stehen wir für. Die Vision-Klasse ist ein gutes Ding. Und so, wir haben dieses Jahr 28 Menschen, die sind durchgegangen. Wir haben 4 Monate einen Mithelper driven an, wo Menschen können sich absehen zum Mithelfen. Und von der haben wir bei 22 Menschen in einer Vision-Klasse, was sich abgesehen, was sagen, ich will den nächsten Stopp nehmen, ich will wo dienen in der Kirche, so der jetzt nu kriegt an in eine andere Klasse stehen. Und so, wir sind sehr schaftig für dort. Wir haben auch eine Klasse, die Sindach Samarias angeht, die nennt sich Reitmerken zum Befreien. Wir haben mehrere Couples, die diese Klasse geben tun. Lehrer, die die jungen Couples Reitmerken, bloß ein Grundlein für, wenn sie anfangen, nie leben, wo sie befreit sind. Und so, wir haben 25 Couples durch unsere Reitmerken zum Befreien Klasse durchgenommen und sind sehr schaftig für dort. So ist hier an den Announcements hier. Wir haben den November, den 3. haben wir einen Dankfest geplant, war hier in der Kirche. Was hier sind auch Samarias, die Gottesdienst sind, dann nur dem, was der Mittag sind. Das Mittag ist für allem, das ist für frei. Kommt bereit für dort, was ein guter Dankfest sind, wo wir bis einmal den Tag zu sehen sind und Dankschein sein zu Gott, für was er alles tut in uns Leben. Und dann nur Mittag, dann wird ein Konzert sein von David Teufs. Er kommt her von Paraguay. Wird ein Country-Style-Konzert sein. So lud jene Freunde an zu dann und wird bis ein guter Tag sein. Wir merken auch gerade für Weihnachten, können mäßig glauben, dass wir so tätig, wir haben mehrere Monate mit geschafft mit Weihnachten. Wir checken für die Botschaften, Pastor John wird über Weihnachten reden, und so wir checken für dort. Und leider wird wir sehen verschiedenste Dinge, was da abkommen für Weihnachten und auch für das neue Jahr. Für neue Events und Dinge geplant, was wir haben für das neue Jahr, bloß dass wir können wiederkommen und waschen in den Plan, was Gott für uns hat. Das nächste, was ich ein bisschen kicken nach der neuen Generation, das ist die ganze neue Generation, was Rebecca eben sein wird. Das handelt sich um die Kinderkirche hier am Sindach Samarias. Wir haben ungefähr 300 Kinder im Durchschnitt, jeder Sonntag, was hier nach der Kinderkirche kommt. Und Rebecca kickte da ein bisschen an, wir haben ungefähr 100 Mithelper, die da braucht in einen Sonntag, um die ganze Kinderkirche eben sein, bloß an einen Sonntag. So, das sage ich so viel, dass wir brauchen ein Mithelper für 3 Kinder. Na, für die ganz Kleinen, jetzt ganz Kleine, da braucht es mehr, sind vielleicht mehr als dort, und dann für die Älteren braucht es nicht ganz so viel Mithelper, aber wir haben ein Teil Value Mithelper Sindach Samarias, kriegst du es von der, was sie kümmern um all die kleinen Kinder. Und sind mutig, was da passiert in der kleinen Kinderkirche, wo die Geschichten horchen, wo die mitmerken, wo sie bloß waschen und wiederkommen in der Kinderkirche. Sehr gute Lehrerschaft haben da und wir sind sehr schaftig für dort. Rebecca hat auch die Jugend sein. Jeder Mittwoch so kommt die Jugend hier taub. Wir haben mehrere
Jugendlehrer, wat ik am dort kamer doen. Ik zie hier mij einmal, ik heb gekeken, waar de Jugend dit jaar besonders heeft gewassen im Jäselien. Rebecca fangt an met een Jüngerschaftsklassen, waar de taub komen, bloß leer en ja, ik heb dus gezien, waar hij jäslich zei gewassen en aanbetungstijd met de message, met de boodschappen, was sehr gut, was an Medweg so was passiert. Dann haben wir nach den 1929, das ist Krieg für die 19 Jahre, but 29 Jahre, die kommen hier taub einmal im Monat. Und das sind Personen, die noch nicht Kinder haben, weil befreit sind, die können auch kommen. Und das ist auch eine sehr gute Zeit für Gemeinschaft, was der Krieg angereicht ist für diese alle. Ein ander ding wat we doen is wat ook bezien deze Feier weggeht, dat is we zijn begeistert aan onze mission, waar we kunnen methelpen, bezien deze Feier weg. We hebben lokale mission, wat we in je steden doen, hier in onze gegend, kinderheims en verschillende organisaties hier in onze gegend. We hebben een totaal van 7 organisations, wat we in je steden doen, jeder maand. En dan hebben we nog samen wat we eenmaal dit jaar doen. En dat is je alle part van. Want je geven dan hier om Sindach Samarius een part van dat gaat voor mission. En dat we kunnen meer mensen in je steden wat al een mission im draaien hebben. Dat zij kunnen plus weer schaffen om meer mensen voor Jezus te erreichen. Een ander ding wat de opkomt nu waren, dat is de Weihnachtsdoos, waar je al meermaals een part van je was. We hadden zij plan voor dat. De Weihnachtsdoos, dat is waar we dozen kopen, die dozen hier in een verleiverij hebben. En je kan de dozen metnemen en dan kan je de val merken voor kleine kinderen. En dat gaat dan uit te lezen voor jongens of voor meisjes en ook verschillende alle. En dan dat je de val merken, die brengen die terug. En dan vier we de uit met methelpen wat de vrijwillig zich op zijn. En wie vier de uit naar mensen wat dat nodig veelt. En waar we kan dus einfach een zin zijn, een live bewijzen te kleine kinderen. Mir ist es interessant, von der Geschichte nu noch einmal zurückkommen, von Tioa, von wo wir sind hingefahren und die Kinder sein, dort haben sie noch nicht verjeten und gute Geschichten, was da rauskommen. Wenn wir da hinfahren, wir geben nicht bloß die Dose, wir verteilen die Leute von Jesus und das ist eine sehr gute Zeit da. Und so ich kicke Fährweg für dort, wo je war keine Port von sind, von der Weihnachtsdose, Fallmerken und wo wir die keine rausführen. Ein ander ding wat we doen, der mission, dat is de digitale mission. Daar reden we een paar zinnen een beetje van. Alfredo Thiessen redt van. En we hebben verschillende dingen wat we doen voor de mensen wat online zijn. Voor jullie hier im huis, je wondert vielleicht manchmal, wohin gaan de jongens hier aan met een camera. En we zo nemen de beelden op met een videocamera. En dat is omdat de mensen online een beetje meer zijn, is dus een beeld wat dan niet moet. Dan zijn ze een beetje dollar met aan en een ganze service wat hier aangaat. En ik vraag nog maar de mensen wat ons online kijken. Wat gaan we beter doen? Kom je met, wanneer we in worship zijn? Kom je met de boodschap? Kom je met? Wat gaan we verbeteren voor die wat online zijn? Maar dat is wat we doen met de camera's en al die dingen. Een ander ding wat we doen met de digital mission is hier nu deze maand, hangende maand, dan willen we 7 Leute abschnaken. David Teufels komt hier, hij wordt part zijn met ons team top. En we hebben ook andere kerken aangeladen, geloof 5 oder 6 verschiedene kerken, wo we zingen, waar herkomen met ons team top. En dan willen we deze Leute abschnaken. We hebben al voor een paar maanden damit geschafft. We hebben de Leute rijden, de musicians die zijn rijden, onze team is rijden. Om in een week 7 Leute abschnaken, de video's merken. En dan willen we die uitchecken aan ons aanbetungschannel op YouTube. We zijn dat mensen gleich deze aanbetungschannel te harken. En zo we willen meer Leute doen opdoen voor deze mission. Gott is schaf. Nicht bloß Sindach Samarius in der Werk durch unsere Teams. Wir haben ein Diakon-Team, da sind 5 Couples in diesem Team. Und die halten Menschen auf verschiedene Wege durch den Weg. Wir haben ein sehr gutes Team, da gute Teamlehrer, was an das schaffen werden. Und so Gott kann durch anschaffen in der Weg. Das sei wir nicht hier Sindach Samarius, aber in der Weg passieren viele Dinge. Wir haben auch ein Team von Versammlung Deiner. Diese Versammlung Deiner, die kümmern sich um die jährliche
Bedürfnisse, was das sind in der Kirche. Wenn wir antworten, dass wir ein Couple ist, oder ein Palit, oder ein Mann, oder eine Frau, was immer, der fehlt Help. Pastor John, der ist in Kontakt mit der Versammlung deiner, dann schickt er die Versammlung deiner noch das Lied, und er kann dir dann Hoffnung geben, wie kann der geistlich halten, und Rot geben, für ihn beten, und geistlich manchmal tragweisen und sagen, hey, du bist auf dem rechten Weg, komm träg, was immer das ist. Wir haben sehr gute Versammlung deiner, was bereit sind, die Menschen zu halten auf dem geistlichen Weg. Ein anderes Ding, wo wir Menschen geholfen ist, dass wir beten für andere Menschen. Und mein Ziel, wie immer, dass das wird in Kultur geben, in der Kirche, dass wir uns nicht wieder bleibfallen, um nach vorne kommen für Gebet. Wenn wir nach vorne kommen, oh, was hat der nicht getan? Der hat irgendwas Schlechtes getan, das ist weg. No, wir brauchen alle Gebet. Und wir haben investiert die Kultur all geformt. Wir haben Sindach Samarias, haben wir dieses Jahr für 220 Menschen Gebet. Rechnen wir, dass 7 Menschen im Durchschnitt jeder Sindach. Was nach vorne kommen, sagen, mir fehlt Gebet. Und wir haben ein sehr gutes Gebetsteam, was sich jeder Sonntag reinmerkt, um für diese Menschen zu beten. Wir haben auch eine Gebetslinie, wo Menschen anfangen können. Und es ist 24 Stunden Tag ab. Wir kriegen about 2 Calls die Weg nennen, wo Menschen Frauen und Frauen für Gebet. Vielmal ist es laut so, manchmal ist es mal danach, wenn es ist alle direkt und nicht weiter, wo soll ich kann, auf einmal fällt uns bei, das ist eine Gebetslinie. Und ich kann uns Hoffnung geben, Rot geben, ich kann ein bisschen Frieden beten über uns. Und so, dort in der Gebetsministry. Ein von unseren Werten hier in der Kirche, die Values, was wir abgehangen haben in Fairlife, ein von den Werten, der sagt, wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Uns ja, das scheint taub sein, wir sind einfach dafür gemerkt. Gott hat uns gemerkt, dass wir selbst taub sind mit anderen Menschen. Und dort, wo wir in diesem Jahr waren, sehr geschafft, mit Menschen in eine kleine Gruppe zu kriegen. Wenn die nicht in eine kleine Gruppe sind, dann sagen wir einmal sein Kind ab. Und wir haben somewhere, was damit schaffen, jeder Tag, jeder Werk, wird gesagt, Tim, diese Menschen in eine Gruppe anpassen, wo sie wollen anpassen, was alle sind, was sie something in common hat, sein, was übereinstimmen. Und bis wo sie können taupen mit Leben. Wir haben nu groß 53 Gruppen, was alle ab sind und was daran tun, was sie schaffen tun. Some sind das Jahr abgehört, mehr sind angefangen, aber nu groß sind 53 kleine Gruppen, was taub kommen. Und wir sehen sehr gute Dinge, was passieren durch die kleinen Gruppen. Wir wundern manchmal, wo passiert das, dass Menschen sich einander halten und viel passiert in dieser kleinen Gruppe. Menschen kommen taub, wenn wer krank ist in ihrer Gruppe, die bringen Nudels ab, oder was immer das ist, die stehen sich taub. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ding. Wir sterben dort, wir kicken da noch, dass da Einigkeit bleibt und dass wir keine gute kleine Gruppen haben. Ein anderes Ding, was wir tun haben, dieses Jahr, in Januar, Februar und März, dann haben wir Wassenklassen, wo Menschen Donnerstag können rauskommen, um bloß Wassen wiedergehen und ihr jährliches Leben. Und da haben wir auch ein Teil Menschen, die sind rausgekommen, die Zeit, was wir die Klassen hatten, und dann haben wir da 125 Menschen ab jeder Klasse. Und das hat die Menschen interessiert, rauskommen zum Lehren. Ein anderes Ding, was wir auch tun waren, was der abkämpft im Januar, das sind unsere Einklassen, wo wir investieren wollen in Couples und in Palit. Dort nennen wir ein. So, die war im Januar anfangen, aber in Februar an. Und wir kicken fertig, weil für dort, was der abkämpft, wir wollen bis halten, zum starken Eihebühen. Und das ist ein Weg, wo wir das können. Und wir haben verschiedene Redner, all was wir angeladen haben, was wir rauskommen für das. Jake und Agatha, die halten mit dort ablehnen, dort Plan. Und Jake sieht mir für Werk, er ist ein Elder hier in der Kirche, er sieht mir den Timer, der wir, was sagt Gott über euch? Was sagt Gott? So, wir haben gute Timer, was da abkommt. Was sagt Gott über ein Mann, eine Frau, für eine Lebenszeit? Was sagt Gott? Wir wollen zurückgehen, was Gott sagt in sein Wort und bloß lehren, dass wir uns an dort festhält. So, wir kicken fertig für die Klassen, was da abkommen. So, all diese Dinge, was ich gesagt habe, wohin würden wir all das tun? Lohnt sich dort überhaupt, diese Dinge zu tun? Wenn someday würde sagen, es ist Welt eigentlich Messkrieg hier, es ist eigentlich bald hier, wohin würden wir all das tun? Und ich sage, Krieg durch wen? Krieg durch wen lohnt sich dort? Weil wir würde sagen, wir glauben, dass eng ist dich bei. Krieg durch wen lohnt sich dort, dass wir eine klare Vision haben, mehr Menschen zu erreichen. Unsere Vision hier in Lebenswasser ist, dass wir die deutschredende Welt erreichen, dass wir die deutschredende Menschen können halten, zum Wissen, zum Jesus kennenzulernen. Und
Dat is onze vision. So, wenn ich rede von Vision, was meint Vision? Op de originaalspraak in Hebräer, da sagt het een vision, dat is een droom, een openbaring, een vision voor dien leven. So, dat is niet bloß wichtig, dat we voor ons een klare Vision haben als Kirche, aber auch für uns persönliches Leben. Wenn wir nicht eine klare Vision haben, dann weten wir nicht, wo wir hingehen. In Sprüche 21, Vers 18 sagt es, wo keine Offenbarung von Gott sind, lassen die Menschen sich von nichts zurückhalten, aber ihr seht es die, wer sie in Gesetz hält. So, wenn wir selbst persönlich zurückkicken in uns Leben und wir würden sagen, Gott, der hat wunderbar geführt in uns Leben, hat sich bewegt in uns Leben, dann würden wir können sagen, dort fangen wir alle an mit einem Traum. Ich habe einen Traum, ich habe einen Plan, Gott, der sehen dort und Gott, der führt durch. In Apostelgeschichte 2, Vers 17, da sagt es, Gott sagt, das wird in der letzten Zeit passieren. Dat ik mijn yes over alle mensen juiten worden. En wie würden vielleicht, wenn wir da würden abhören mit lesen, dann würden wir vielleicht denken, dass von da wieder würde es sein, dann waren viele Menschen nach Jesus kommen, große Dinge waren passiert. Und vielleicht war das auch, das soll auch passieren. Aber was hier sagt, ist, dann war jene sehen, Sindach, da war prophetisch reden, jene Männer waren Vision sein, und jene alle Männer waren Träume haben. Was das meint ist, dass wir Klarheit haben für uns Leben. Clarity. Und zoals ik zei, dat is niet bloß wichtig für Lebenswasser, dass wir eine klare Vision haben, aber auch für uns persönliches Leben. Ich gleich dazu die Sprüche 21, Vers 18 auf Englisch in der Message-Übersetzung sagt. Die Message ist wirklich nicht eine Übersetzung, das ist ein Paraphrase, bis das Neue sagt. Aber das ist ungefähr so, das würde auf Deutsch sein, wenn ich das auf Englisch würde lesen. Und das sagt, wenn Menschen nicht können sein, was Gott tut, dann fallen sie sich über sich selbst an. Aber wenn die aufmerksam sind, was er offenbart, dann sind das meiste gesehen. Das ist ungefähr, was er auf Englisch sagt. Und so, wir müssen aufmerksam sein, was Gott tut, was er uns weist, und dann können wir das meiste gesehen sein. So, das will ich von dir wohl einmal stillhalten und sagen, was tun wir, oder was soll wir tun, damit wir da gesehen sind, dass wir in diesem sehen können leben, was er sagt. Vielmal in uns Leben, dann haben wir vielleicht something auf dem Ziel, aber wir haben nicht eine klare Vision für uns Leben. In 2004 haben wir da was Olympic Games, Sommer Games, und dann wird das Räfel scheitern da, was auf Ziel scheitern da. Und was ich ein bisschen ankicke, nur das Räfel scheitern, der hat sich das gelehrt, zum Herzschlag langsamer merken gehen und dann sie aufdrücken, jedes Mal zwischen ihrem Herzschlag. Wenn sie kriegen, wenn das Herz wird bumsen, dann wird es manchmal der Lob anheben. So, der hat sich gelehrt, dass sie keine zwischen ihrem Herzschlag aufdrücken. Und so, das ist ein Guy, sie Name ist Matthew, der ging in das ganze Game rein und der wollte mit einem Taubteil scheiden, der sah, er wird entweder Gold gewinnen. Der ist so sehr gut mit seinen Scheiden, der wird das Gold gewinnen. But hij is den laatste Schatztijd scheiden, dann traf er den rechten Target. Alles wat hij brengt down is bloß dat Kuller trafen. En hier sind wat Bilder von zijn gezicht. Dit was zijn gezicht zag, is hij den rechten Ziel hat getroffen. Hij hat het krank getroffen, aber dit is zijn gezicht. Hij had nog wem wer am treisten deed. En zo dat gezicht, dat habe ich gleich allemaal gesehen. Ich habe das auch gesehen. Wenn Menschen sagen, ich dachte, ich habe das rechte Ziel zu holen, ich dachte, ich habe die rechte Arbeit, ich dachte, und so wir auf dem rechten Weg, ich dachte, und dann auf einmal hängt das Müll ab, und wir wundern, wo sind wir nun? Hat das rechte Ziel in uns Ziel gehabt? Die Allmütig, dass wir ein großer Evangelist Jahre trägt, und er sagt, dass unsere letzte Furcht soll nicht sein von, was nicht vor ich bringe, aber was vor ich bringe, was er nicht anhält. Auf Englisch sagt er, our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at something that really doesn't matter. Ich rede ein Stück mit einem Mann, er ist nicht hier von dieser Gegend, und er vertellt mir von seinem Geschäft, seine ganze Boererie, was er hat, und seine Ranch, und das Vieh, und das Gras, und ich fange an aufgänzlich zu werden. Ich dachte, man, das was ich würde leichen. Und er vertellt mir von all den Dingen, was er erregt hat,
En ik moest wirklich oppassen dat ik niet zo dacht, man, dat interesseert me. Maar ik is vroeg, en wat staat het met die familie? Dan word ik aan, hij weer aantreden te zijn vrouw, zijn kinderen hadden geen vertrouwen op hem, had zijn familie verloren. En dan dacht ik aan Matthäus 8, vers 36. Wels wat wordt het een mens helpen, wanneer hij de ganze wereld gewend wordt, of dat zijn Seil kosten wordt. Nou, ik weet niet, is das man dat wat zijn Seil kosten, aber mij zegt het zo dat hij had het rechte ziel. Dus hij had het ganz het rechte ziel wat hij treffen deed. Dus ik wil ons moed merken dat we den rechten ziel voor ons hebben. Hier is het ding, alle van ons waren somewhere aanladen. En aber dat zegt dat wanneer mensen landen, wo aan werkelijk met een ziel. Dit is hoe ik gaan wil en dan zie ik dat aangekomen. En zo mijn verlangen is dat we als levenswasser een ziel hebben en dat we aankomen. Voor kerk en ook jeder einer van ons. En dat is waarin we hier in levenswasser zijn, Gott leven en mensen dienen. En zo wanneer je naar dat beeld kijkt van Gott leven en mensen dienen, je kan dus zijn dat in de maat is dat Gott leven mensen dienen. En dan gaan deze ringen uit. Dat zijn een beetje de kleine waal, wanneer er wordt een puddel water en stein aanschmieten. De waal, die gaan eruit, is dat. En wat dat bedoelt is, aan de kant, daar zijn die, rondom, daar zijn die noemen het boven. Het eerste dat vangt aan met geloven. Zo wanneer we God leven en mensen dienen, dan zal het te zijn dat we eerstens dat we God leven en andere mensen ook te gaan wijzen dat ze worden erleven naar Jezus geven. Dat ze worden God gaan. En dat ze waar Jezus erleven evangeven. Dan het nächste dat is wassen. Dit is pas waar we waar vrij waren. En waar we waar niet gemerkt van Jezus. We moeten wiederkomen wassen. En dan het enigste waar de hand is, dat meint dein. Dit is waar we aan waren, waar we Gott aan zijn. Dat we dein. Dat we niet plus voor onszelf leven, maar we de nächsten halten. Dat we zo waren als Jezus. Because Jezus die kwam en hij wie een deiner. Hij zei, hij wie gekomen zum dein. En dan het laatste, dat jij de brik zijn, dat is van buien. Dat we een engerscheid merken, dat we worden dat doen, wat Jezus deed. En hij buurt. En zo, waar we helemaal terug gaan, wanneer we kijken naar geloven. Geloven meint, dat we ons leven naar Jezus geven. Christelijk leven, dat is niet bloos nogmaals alle wessen mal naar de kerk komen, alle wessen mal vielleicht de Bibel aan zijn hand houden, wat leider zingen, alle wessen mal een gebed merken. Dat christelijke leven, dat is, Jezus zegt, volg mij nu, kom mij heran, volg mij nu. En we willen vielleicht gerne zeggen, surrender. Je kunt gaan naar Jezus. In Matthäus 8, 34, vers 35, hier is Jezus met zijn jongeren top. Hij zegt, en als hij, Jezus, dat volk met zijn jongeren top naar zich geroepen had, zegt hij aan. Wer mij nu volgen wil, moet van zichzelf vergeten, zijn kruis op zich nemen en mij nu volgen. Wils wer zijn in het leven raden wil, wordt het verliezen, maar wer zijn leven wegen mij en dat evangelium verliezen wordt zich dat raden. Jezus die had hier een volk wat am heran kwam. Op Engels würden we zeggen een crowd. Een herd mensen wat am heran kwam. Maar hij wil dat we zullen wiedergaan is dat. Niet bloß dat we een herd van mensen zijn, maar dat we ons leven aangeven naar hem te zien wel, naar zijn weg. So dat woord aangeven, dit wordt we kunnen zeggen, dat is een woord beschreven in de radung. Dat is de radung, dat we ons aangeven en niet dat we ons leven zelf controleren, maar dat we zeggen, control du mijn leven, God. So vielleicht is die verhältnis met God bloß als een groep niveau. Dat du Jezus bist kannst, das part von einer ganzen Gruppe. Vielleicht kannst du überhaupt nicht. Wanneer niet is, dan kan ze hem aannemen. Maar God wil hebben dat we zullen persoonlijk gaan. Dat is waarin ik zei, geloven dat is waar we God wordt gaan ons leven naar aangeven. Niet bloos als een ganze groep, maar persoonlijk. Nou, de tweede ding is wassen. Dat we worden wassen. We worden niet gemerkt worden door Jezus. Wanneer we Jezus aannemen, al onze zonden zijn betoeld. Alle zonden zijn betoeld. Maar dat meint nog niet dat het dan alles geändert heeft. Vielleicht deed het nogmaals, maar we hebben danach Angewohnheiten, we hebben Wunden, we hebben attitudes en deze dingen die moeten we ändern, dus we wassen doen. Dat kan zijn dat vielleicht sommige dingen krijg voets allerweg zijn, maar de meeste dingen moeten we wassen en meer zo worden als Jezus. En zo wil ik hebben wassen.
Een van de dingen wat we kunnen doen is ons zelfs vragen, wat is dat ene ding in mijn leven wat er wordt beter zijn, want dat niet in mijn leven weer. Want we hebben alle met een vergangenheid te doen, we hebben alle weidel, we hebben alle met problemen te doen, we hebben alle met mensen te doen. En zo wat wordt het ene ding zijn, wat er wordt beter zijn, want dat niet in mijn leven weer. Ik zei nog manchmal dat we gaan naar Gott voor vergeving en we gaan naar mensen voor heilung. En andere weer, wie zeggen mensen, wil mij dat jij, dat is wat ik gedaan heb, kost mij vergeven of kost mij halten. Gott heeft ons vergeeft en aber manchmal moeten we naar mensen gaan, omdat die ons halten, ons rood geven, met dit plus op leven. En dat is waarin we groot zijn aan, waarin we dat wichtig houden aan, dat we kleine groepen hebben. Ik geloof, vele van jullie, je hebben goede dingen beleefd in jullie kleine groep, waar jullie halten doen, jullie in je steden doen en jullie zijn zijn. En zo wie wil dat weer doen. Dat andere ding is dein. Dat nächste part is dein. Dat is best waar we uitvinden, hoe heeft God mij vergemerkt? Wat is mijn purpose? Hoe heeft hij mij vergemerkt? Dat ik meer word zoals Jezus, dat ik actually word dein. En ik meen nu niet plus hier in de kerk. Hier in de kerk is een goede stad zum dein. En aber dit gaat wieder is plus hier in de kerk. God leven in mensen dein, dat start buiten. Dat is in een werk, wo es zoveel gelegenheid zijn, wo je kan mensen dienen. Ik meine, dat vangt vielleicht met einfache dingen aan, met de mens hingen ons de deur ophouden wanneer der im Stuur komt. Ik weet niet wat, maar er zijn zoveel wegen, wo we kunnen God leven, mensen dienen. Dat is einfach een goede stad zijn voor mensen, wo we dienen doen. So, wenn je dienen doen hier in Lebenswasser als Methelper, dat rekenen we zeer veel, aber dein, dat je wieder, dat meer is plus hier zo dein, dat meer is plus voor de kerk, of voor in den team, wo je dein doen. Vielleicht sei je part van een team, wo je dein. Dit is voor jullie niet goed, wanneer je dein doen in de kerk. Dat wijst plus je zwak, je purpose, wo je goed aan zijn, wo je kan methelpen. Ik moet leggen, wanneer we niet plus willen zijn, ik zie je raad, ik ga naar Himmel. Meine Sünden sind betont, aber ons leven bloß ons in het miserabel leven en het leven voor ons zelfs. Wanneer we voor de nächsten hier zijn en dienen doen, dat wordt ons een zwak geven. En het laatste, dat is bidden. Dat doen wat Jezus deed. En Jezus, die dient, hij ging gered, hij wie een diener. In Galater 4, vers 19, daar redt Paulus te wat Christen. Hij zegt, lieve kinderen, ik ga nog eenmaal door je beurtsweien, om jullie dort te brengen, dat Christus waar in jullie leven te zijn is. Wat deed Jezus? Hij bidt. En hij werd bezorgd om die wat er nog niet aan kende, wat er verloren werd. En dat is waarin hij ons uitvaart en zegt, neemt de nächsten stap. Hij zegt in Matthäus 4, vers 18 en 19, hij traf deze jongens aan, water, hij schmied een naad om water nemen, Petrus en Andreas. En hij zegt, volg me nu, in vers 19, ik wil jullie mensenfischer van jullie merken. Ik wil dat je zullen naar andere mensen kijken. Ik wil jullie mensenfischer merken. Wat jij eens krijgt, kan een beetje Jezel zijn. Ergens wat Jezel zijn en er staat zijn, ik wil jullie mensenfischer merken. Ik geloof dat is Jezus. Hij wil dat we zullen naar andere mensen kijken. Nu val je, die doen fashion. Nu val je, die kijken naar andere mensen en zijn wem ze kunnen naar Jezus brengen. Vielleicht wem ze kunnen naar de kerk brengen. Ik geloof, we zijn durch een tijd nog zeer selfish geworden. We zijn zeer bloß dat we naar onszelf kijken. We hebben Jezus aangenomen. We zijn geraad, laat Jezus komen en laat de ander zich weten. Laat het geven wat het wil. Ik vind dat we een beetje dat te denken. En wanneer we zeggen, God leven mensen doen, een part is bidden. En bidden, dat meint dat we worden uitgaan, we worden bezorgd zijn om andere mensen, we worden in aanbrengen. Ik geloof, we Christen, we zullen alle somebody aan onze gedanken hebben, wat de wiet weg is van God. We zullen allemaal aan somebody denken, wat we aan weten, wat we kan, en wat we zeggen, den zullen we meebrengen naar de kerk. Die zal bezit aanzetten in de kerk. Dissen zullen we meebrengen hier naar de kerk. Dissen zullen we den weg wijzen naar Jezus. En je zegt vielleicht, well, wat helpt het denn naar de kerk brengen? Ik kan je zeggen, een paar weken terug, neem somebody Jezus aan hier in de kerk. Mensen komen hier naar, die vinden vrede, die vinden Jezus. En zo willen we niet selfish zijn, willen we niet bloß naar ons kijken. Willen we kijken, wat kunnen we meer
mensen naar Jezus brengen? Wat kan we mensenfächer zijn? Nu val je de buien. Nu val je de buien. En ik geloof, some van ons, we hebben vielleicht een beetje vrede verloren, vielleicht een beetje passion verloren van mensen aan te laden en aan naar Jezus te wijzen. Some van ons, we hebben vielleicht het ziel een beetje verloren. We hadden het echt het ziel. We denken aan onszelf. We zijn goed. We hadden het gemerkt. Ik hoop Jezus kampelt. Wat voor die mensen wat er nog niet rijdt zijn. Pastor John heeft de laatste tijd een openbaring ons doorgenomen. Hij wordt nog wieder gaan en dat. Wij hebben van gereed hoe schrikkelijk dat wat zijn die tijd, wanneer de christen alle weer wahrgenomen zijn. En ik dacht, dat is de weg gaan. Even als ik op een weg voer en ik zei te Christi, ik geloof een beetje Jezus, die wordt komen, hij wordt het alle oprollen tussen het blad, tussen papier wat er wordt oprollen. En die mensen wat am niet gaan, vielleicht in ons dorp, ik wonder wat die wordt van ons denken. Waar ze komen, dan zeiden niemals wat. Waar ze laten ons naar aan te kijken. Die wisten dat. Obviously, die wisten dat en die zeiden niemals wat. Waar ze hadden niets te ons gezegd. Die reden krijgt ze zeggen, du krijgt dezelfde spraak. En zo ik wil hebben dat de passion zal worden in ons bijna zijn en de vrede te uitgaan te buien. Jezus deed dat. Hij buurde deze 12 jongens wat er aan weer. En die 12 jongens die veranderden de wereld. En zo mijn verlangen is door Gott leven en mensen doen, dat we hier in de kerk niet bloß mensen worden informeren, maar dat we die worden, dus niet bloß een bericht geven, maar dat die mensen worden gevormd worden. Dus ze denken over wie ze zijn in Christus en dat ze uitgaan te meer mensen aanladen te deze goede nieuwreich. Omdat ze worden Jezus gaan leren. Zowel we Gott leven en mensen doen. Eerstens van zelfs en aan andere mensen dat vertellen. Waar we blijven bij buien en fascia zijn en bezorgnis hebben de mensen om ons. Amen. Ik wil vragen dat je opstaan, waar ik met je te beden. Voor am Himmel, we danken die voor dien woord. We danken die dat, Jezus, dat du bezorgd bent om andere mensen. Du gingst uit, du wirst bezorgd om deze mensen. En du wirst dat we zullen ook mensenfächer zijn. Bezorgd zijn om de nächsten. En help ons dat we bloß deze drive, deze passion, deze vrijheid in ons hebben, dat we niet bloß voor onszelf leven, maar dat we werkelijk voor Gott leven en mensen doen, dat meint dat we uitgaan, dat we zelfs voor wassen, doen en aanbieden, bloß fascia zijn voor die. We loven die en we danken die wat die was doen durch ons als persoon, durch ons als kerk, te meer mensen erreiken voor die. We loven die en danken die in Jezus naam. Amen. Ik wil bloos den noemen Jezus spreken. Over jeder denken, jeder hort. Wegen du es Frieden sine jen Wort. Ich sprech Jesus. Ik wil bloos den noemen Jezus spreken. Wat uit donkerheid je breken has. Vertellen du es hoffning, du es vrijheid. Ik sprek Jesus. Die noem es leven, die noem es heilung, die noem es kraft. Breekt door je boosheid, schien durch den Schatten, brennt auf ein Feuer. Ich will bloß den Namen Jesus sprechen. Über alle Sorgen, über Angst, über Sorgen gefangen mit Legion. Ich sprech Jesus.
Jesus bekommt von den Bäumen auf den Weg. Sprech Jesus im Diensten in über jeder Feind, über meine Familie. Ich sprech den Heiligen Namen, Jesus. Jesus sprechen, über jeder denken, jeder hört. Wenn du es Frieden sinne jen Wut, ich sprech Jesus. Hier zum Tau merken wir unser Gebetsteam hier fertig sind. Und ich will jemanden anladen, wenn je Jesus kann, vielleicht bis aus ein Port von der Gruppe, dass die Port von der Gruppe sind, was Jesus kann, aber nicht am persönlich kann, dann will ich jemanden anladen, dass ihr von der oder persönlich merken. Das Team, das rein, sie hat auch für Gebet, sie hat für jüngst Gebet all, und so gut nicht rührt, wenn je Jesus nicht kann, kommt nach fern, sie wollen jemand helfen, leiden, dass ihr am kann fangen. Ja, wenn da andere Dinge sind, gut nicht rührt ohne Gebet. Bet was sehen, jemand hat eine gute Weg, was wir uns wahr sein.